Ich möchte euch etwas von meinem Leben erzählen. Ich hatte eine Zeit, wo ich wirklich viel Zeit mit Gott verbracht habe, Worship und so. Und da ist mir so richtig gut gegangen. Mein Handballteam hat den Meistertitel von Bern gewonnen. Ich hatte eine Hammer-Worship-Band. Ich hatte viele Kollegen rund um mich herum. Ich war im Gimmer. Es war eine super Zeit für mich. Aber als ich den Fokus ein bisschen von Gott verloren habe und einfach irgendwie Bestätigung in irgendetwas anderes gesucht habe, ist es irgendwie wie, es ist einfach alles nicht mehr so ring gelaufen wie früher. Ich bin aus dem Gimmer geflogen. Ich hatte ein bisschen Angst, dass ich meine Kollegen verliere. Mein Handballteam ist aufgelöst worden. Und ich habe mich verkracht in meiner Worship-Band. Und das war wirklich eine Zeit, in der ich nicht gewusst habe, was in mir in Zukunft auf mich zukommt. Und das war wirklich hart für mich. Und ich habe einfach aber an diesem Tiefpunkt gesehen, dass Gott einfach ein wichtiger Punkt für mich im Leben ist. Als ich das gesehen habe, ist es einfach nur noch bergauf gegangen. Ich habe meine Lehrstelle bekommen. Ich habe ein neues Team im Handball gehabt. Und in der Worship-Band ist es wieder Hammer gegangen. Meine Worship-Leaderin hat einfach mich aufnehmen und hat einfach zulassen. Und das war wirklich eine Zeit, die ich wieder genossen habe. Und das war ein mega Segen für mich. Und ich möchte euch dazu noch einen Bibelvers vorlesen. Ein anderes Gleichnis legte er ihnen vor und sprach: Das Reich der Himmel gleicht einem Senfkorn, das ein Menschen nahm und auf seinen Acker säte. Es ist zwar kleiner als alle Arten von Samen, wenn es aber gewachsen ist, so ist es größer als die Kräuter und wird ein Baum, so dass die Vögel des Himmels kommen und in seinen Zweigen nisten. Und ich habe einfach gesehen, egal wie es dir geht, ich habe in dem, wo ich einfach im Tief war, gemerkt, dass ich einfach auch den Fokus verloren habe. Und Gott verliert einem nicht. Er hilft einem. Und auch wenn wir noch so klein sind, er hat so Grosses vor. Und vor einer Zeit, ich habe bis vor kurzem nicht mal gewusst, wie gross so ein Senfkorn ist. Und zum Vergleich, es ist wirklich mega, mega klein. Und was Gott einfach aus so einem Leben machen kann, ist einfach Hammer. Und ich möchte es euch einfach ins Herz legen. Verliert nie den Fokus von Gott. Oder warte. Nein? Da machst du jetzt einen mega Pause. Nein!